Am Schengener Lycée gibt es eine Handyregelung. Das heißt, sie dürfen ein Handy sich zu verschiedenen Auerzeiten benutzen. Für mehr Details gewusst zu gehen, waren wir bei sie akute Prüfruhe beantwortet. Natürlich waren wir auch fürwärtig, was dann Profen und Schüler aus dem LG darüber denken. Wir waren mit einer Ulzig-Kanals-Equipe auf Besuch am Schengener Lycée für über hier Handyregelungen an der Schule zu schwatzen. Unter dem, wo der Schengener Lycée seine Viren abgemacht hat, gibt es ein Handyverbot. Aber du hat sich da etwas geändert. Der Manuel Schmidt gibt uns Details dazu. Angefangen nach Rückmeldungen von den Schülern, dass man bestimmt Zonen den Handy erlauben für Schüler von der 10. Klasse an. Also am Gebäi, sonst auf dem Schulgelände ein Handy komplett verboten. Es geht gut geholt. Das sind die Infos, die wir im Moment halt tun. Also die 10-Klässler benutzen diese Zonen nicht wirklich viel. Das sind mehr so die 11- bis 12-Klässler, wie wir vorhin auch gesehen haben. Da waren eigentlich nur ältere Schüler in den Räumen. Auch wenn es eine Handyregelung zu Schengen am Lycée gibt, heißt es nicht, dass sie gegen Digitalisierung sind. So geht es ab einem bestimmten Jahrgang iPads-Klasse. Nach einmal der Manuel Schmidt. Also wir haben für rund 6 Jahre angefangen mit dem One-to-One, also dass Klassen ab dem 7. Schuljahr den iPad haben. Sie haben auch einen Unterricht mit dem iPad, also alle Schüler vom 7. Schuljahr an hat ein iPad, das geht auch damals geschafft. Und das war eigentlich ein Handy, das nicht benutzt zum zu schaffen am Kurs, sondern das für Rekreation an der Pause, dass Schüler dürfen den Handy da auch benutzen. Wo ist der Unterschied dann zum Handy? Weil es sind doch viele Schüler das aufgefallen, die haben dann ja Donien und Sachen, die sie lehren am Handy, dass man ihnen halt an ihrer Freizeit auch noch erlauben, die Informationen dort zu sichern. Natürlich waren wir fürwillig, was dann Schüler und Profen aus unserem Lycée gingen davon denken. Dafür haben wir sie gefragt, ob sie sich ein Handyverbot am LGE vorstellen könnten. Ich gebe es nicht wirklich praktisch, weil man benutzt den Handy zum Beispiel auch für Sachen im Internet nutzen sich die Mutterschule zu dienen. Natürlich als während dem Kurs den Handy verboten, was ich auch gut fand, aber an der Pause, für was sollte mir dann verboten sein, als ein Handy zu holen? Ich weiß nicht, also es wäre schon gut, verboten gehen, weil in Heinz so sich schon ein paar Szenen wo geschehen, wenn den Handy an der Schule erlaubt ist. Zum Beispiel man muss in der Web-Undis gucken oder so. Dafür wäre an den Fall nicht so gut, hatte mir kein Handy an der Schule. Aber ich fand ein ganz interessanter Approach, dass ich noch ein bisschen limitieren kann. Weil, wie gesagt, ich fand, das schuld, dass so viel Handy hängt. Ich meine, der merkt, das lohnt nicht, mehr nicht merkt, dass eine realistische Karriere, wie viel Zeit das davor spannend ist, sich Handy zu schaffen. Ne? Also, wenn den Handy an der Schule verboten ging, ich wüsste, dass ich überhaupt nicht gut fand, weil ja, früher war alles anders, das hatte kein Handy mehr, kann man simulieren. Heute ist das so halt Chance, dass ich Nachrichten die ganze Zeit direkt kriegt. Und ich fand, so an der Schule zu sitzen ohne Handy. Ich fand es nicht so gut, weil zum Beispiel als Klassenbuch hast du auch online, dass man und ist. Und dann hatte ich eine Zeit lang mit Teams geschafft. Und da konnte man auch noch während dem Tag viele Nachrichten. Und ohne ein Handy gibt es zum Beispiel nicht gehen. Es kann ganz viel ganz schnell geschehen und das ist immer gut, so schnell wie möglich informiert zu sein. Und ich fand noch, dass ein Handy verschiedene Profs machen, das ja auch ganz gut nötig sogar am Klasse sein kann, dass ich mal das schaffen kann, etwas nachsichern kann, recherchieren kann. Von daher fand ich, es wäre wirklich unnötig, ein Handyverbot an der Schule zu machen. Die paar Stunden, wo man an der Schule sind, fand ich, braucht kein Handy. Wenn ein Gap ist, wenn du da mal weit ist oder ich, dann haben wir ein Telefon und dann gibt es die Ambulanz gerufen. Voilà, das kommt noch schon 34 Jahre, das können wir heute. Und wie gesagt, wenn er dann heimkommt, könnt ihr ja da ihre Gerätschaften benutzen, so viel der wollt. Mit der Nummer, wenn es sei, aber einen geregelten Auflauf. Wir haben uns Profen da gefragt, auf welcher Form sie sich eine Handyregelung vorstellen. Ja, ich weiß nicht, ob das so einfach wird sein, für das anzufeiern. Vielleicht ob das hat, ja, wenn wir uns nicht anders kennen, ja, ob die eine große Klassen, die ernst gewinnt sind. Geht das wahrscheinlich nicht so einfach. Ich vermisse ein bisschen das Stadt, Land, Fluss an die Verweigerspieler, an die Kroatenspieler, die wären mir interessanter, ein bisschen ableben zu lassen. Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Projekt. Das muss ich schon vorstellen. Also, es ist wirklich notwendig, dass ich ein Handy an dem Klassensaal hat. Ich bin der Meinung, wir brauchen kein Handy am Klassensaal. Dafür fand ich das Projekt natürlich absolut begrüßenswert. Ich kann mir auch vorstellen, dass man so etwas an der Schule nicht gewünscht natürlich voll unterstützen. Froh ist, ob man nicht muss mit Verbot dafür gehen. Kind das Eltern do vielleicht panikieren, weil es einfach einen Punkt erreicht hat, das ganz noch bis um 10 Jahre
sind dass die Smartphones raussehen, wo man Saturationspunkt erreicht und wo Joel zwar noch funktioniert, wo Chemie mit dem anderen schwätzt, die nicht verstehen, die können sich schon immer treschen, dass der Rest von der können hier kann falls sie da die Menschen gut fanden mit dem Handy versuchen. Heute nicht verloren. Als Aufschluss zum Meister gefragt, was Manuel Schmidt und Schülersprecherin Lauren als Bilanz ziehen können. Entspannt viel, weil am Anfang hat man kompletten Handyverbot, dann sind immer Schüler, die ein Handy am Grab haben und dann sind die halt auch abgefordert, dass dann hinten ein Handy wegholt, dass dann später am Ende vom Tag im Sekretariat, den können sie schon gehen. Also so, dass wir wegkommen von dem Strafending, weil das Handy ein Teil ist vom alltäglichen Leben von einem Jugendlichen oder von Menschen allgemein. Dafür will man das hinten noch gewähren lassen, mehr zu bestimmten Zeiten und das auch ja nicht während dem Kurs. Das an ihren Pausenzeiten, um sich viel zu bereden, um hier Infos zu sichern, die sie brauchen. Wir haben eine Umfrage gemacht letztens, da waren von 120 ungefähr waren es nur 6 Schüler, die gesagt haben, dass sie unzufrieden sind mit, dass man halt keine Handys benutzen darf. Und man kann halt einfach rausgehen, jetzt mit der Oberstufe rausgehen, dort sein Handy benutzen. Aber jetzt im Schulgebäude, wirklich, das stört uns nicht. Manche sind sogar froh, dass man die Handys nicht benutzen darf, weil es einfach dazu fördert, dass nicht jeder an seinem Handy rumhockt und da was Privates macht. Es ist einfach viel, also da ist eine größere Gemeinschaft, kann man schon fast sagen. Und ja, wie gesagt, es ist nicht so dramatisch, wie es klingt.